Die Weltmeisterschaft im Fußball geht weiter, auch hier im FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Und damit willkommen zurück, Freunde, hier zu diesem grandiosen Let's Play-Turnier, kann man sagen. Natürlich im Swiss-Mode diesmal, sprich, wir können nachher, wenn das Match losgeht, in Schweizerdeutsch kommentieren und moderieren, genau. Aber bevor es losgeht, noch ganz kurz mal noch die Ergebnisse angucken, die bis jetzt so gelaufen sind, genau. Also wir sind noch im ersten Part überhaupt, haben wir 13:0 gemacht mit Brasilien gegenüber Kroatien. Das ist zwar nicht ganz im Real Life entsprechend, da war es ja 3:1, aber wir waren immerhin nahe dran und naja, sagen hätte sowieso viel enger sein müssen, aber gut, ein anderes Thema. Nee, stimmt gar nicht, 3:2, genau haben wir gemacht, 3:2 gegen Kroatien, ja, und das wäre ja im Prinzip ja auch das, was im Real Life hätte geschehen müssen. Ja, da waren teilweise Chancen drin, die hätten die Kroaten verwandeln müssen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ist denn sonst so geschehen? Mexiko gegen Kamerun 2:1 gewonnen. Okay, hier im Spiel natürlich. Chile gegen Australien 4:1. Spanien hat Niederlande oder Holland, wie man auch immer so schön sagt, 2:0 geschlagen. Dann die Elfenbeinküste, für mich ein bisschen überraschend, aber gut. Japan mit 3:1 besiegt. Kolumbien gegenüber Griechenland mit 2:1. Okay, auch nicht schlecht. Wobei Kolumbien ist schon relativ stark manchmal, das stimmt natürlich. Dann haben wir noch Schönes, Uruguay gegenüber Costa Rica mit 3:0 und England hat Italien 3:2 besiegt. Da muss ich allerdings sagen, ja, also weiß nicht, Italien ist stark, England zwar auch, aber dass England Italien besiegt im Fußball, vor allem noch in dem Klima, glaube ich eher weniger im Real Life, würde ich eher umgekehrt schätzen, aber gut. So, jetzt natürlich Schweiz, Ecuador und danach noch Frankreich, Honduras. Das wird ein anderes Thema sein. Ach du meine Fresse. Könnte das lustig werden, Leute. Gut, legen wir los, wa? Schweiz gegen Ecuador, alter Schwede. Na, natürlich wird mal Schweiz spielen, ganz klar. Jetzt sagen wir auch im Real Life, wie es sein wird in Brasilien. Soweit so gut. Mit Xenia und Shakira. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Und Ecuador, ja, stimmt natürlich auch soweit. So, was haben wir sonst gemacht? Wir haben noch die Minuten runtergestellt, und zwar auf 8 Minuten. Wobei ich ganz... Ups, Entschuldigung, das war falsch. Das war natürlich... nein. Alter. Spiel einstellen dürfte, wenn ich mal bitten dürfte. Geht doch, dankeschön. Also Halbzeitlänge 8 Minuten, weil letztes Part war ein bisschen zu lang, aber ich habe es in den Trainings bemerkt, die ich noch gemacht habe. 8 Minuten sind schon relativ kurz, um eine Mannschaft zu besiegen. Okay, vielleicht gegen Kamerun reicht es noch. Kamerun, Quatsch, natürlich noch gegen Ecuador, aber gegen Frankreich wird es ziemlich übel werden. Naja. Schwierigkeitsgrad habe ich auch auf Profi gestellt, wie bereits angekündigt. Das ist soweit schon mal ganz gut. Es wird relativ... es wird schwierig werden, aber ihr schafft es schon irgendwie. Irgendwie wird es schon gehen. Tja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, adios, Hochdeutsch und... ja, grüezi wohl, Schweizerdeutsch. Ja, okay, jetzt haben wir noch ein paar Freistöße gemacht, ist nicht ganz so schlecht. Freistöße auch mit der Schusstaste, in dem Fall natürlich der Kreistaste. Ist von dem her auch nicht weiter schwierig, musst du das erst ein bisschen ausrichten, sprich etwa so und dann einfach mal ein bisschen drauf losschiessen. Darf bereits stimmen, oder? Ja, nicht ganz, okay. Müsste eventuell noch ein bisschen die Richtung variieren. So, jetzt noch ein bisschen drauf und dann... Oh, ja, gesehen, es ist gar nicht mal so ein mittlerweile Spiel. Aber egal, Training vorbei, jetzt muss das Eingemachte gehen. Schweiz gegen Ecuador. Gleich geht's hier los mit einem WM-Gruppenspiel. Alles scheint hier elektrisiert. Spieler, Trainer, Fans auch. Und wir hier auf den Kommentatorenplätzen, wir verspüren auch dieses gewisse Kribbeln, oder, Buschi? Ja, also auf jeden Fall. Das gibt's alle 4 Jahre nur eine Fußball-Weltmeisterschaft. Da musst du nicht unten auf dem Platz stehen. Das reicht schon hier oben. Jedes Spiel hat ganz eigenen Reiz. Buschi, kannst du etwas zum Nationalstadion in Brasiliens Hauptstadt Brasilia sagen? Aber selbstverständlich, Manni. Zum Beispiel, dass das Estadio Nacional ein fast kompletter Neubau und das zweitgrößte Stadion des Gastgeberlandes ist. Ja, ist natürlich sehr interessant alles, aber wir wollen natürlich zum Spiel schreiten. Okay, legen wir los. Wir mit der Startelf.
Schiedsrichter ist Greg O'Myland aus Schottland, sehr schön. Ein Schotten tut dieses Spiel also leid. Das kann natürlich lustig werden. Okay, Startelf von der Schweiz. Und ganz kurz für alle, damit das könnt ihr ein bisschen durchschauen mit den Auswechselspielern. Die Schweiz ist so aufgestellt, das denke ich mal ist eine ziemlich gute Aufstellung und wird auch so hoffentlich verheben. Hingegen Ecuador, auch mit ihrer Startelf, mit ihren Auswechselspielern, sehe ich jetzt eigentlich nichts irgendwie Außergewöhnliches. Ich kenne es nicht alle nehmen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber die wichtigsten von dem her schon. Und ja, mit Doppelsturm, okay. Und los geht's mit dem Spiel zwischen Schweiz und Ecuador. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Da hat natürlich etwas für sich, Buschi. Nein, ist mir nichts, Entschuldigung. Fabian Scher. Ich denke, immer so schwer unterscheiden. Steve von Bergen. Also wir sowieso mehr aufs Spiel konzentrieren als aufs Kommentieren. Seferovic. Die verstehen sich blind. Na, würde ja hoffen, ey. Shaqiri. Wow, das ist nicht gut gewesen. Shaqiri, was machst du da? Bleib dran, bleib dran. Also, So, das ist gut gewesen, gut abgefangen. Das kann etwas werden, das kann etwas werden. Und ein Tschüss! Nochmal. Ja! für seine Entschlossenheit. Dem darf man einfach keinen Zentimeter Platz lassen. Der fackelt nicht lange. Und das war ein richtig guter Abschluss. Da fehlen wirklich Millimeter. Naja, also das Goalschuss eigentlich mit dem eigentlich nicht vorgehauen. Ich meine, klar, dass das Goal irgendwie heben, aber ich habe eigentlich gehofft, er wird den Ablenker und so Ecke riskieren, sprich, Eckball halt von mir aus. Mit dem bin ich mittlerweile noch ziemlich gut geworden. Also von dem her wäre das sicher mal noch so eine Variante, zum besseren Goal schiessen. So, tschüss. Jetzt sind wir ein bisschen vorbei. Wow. Oh, was ist das gerade? Ja. Ricardo Ich klebe mir an den Füßen, das ist unglaublich. Gökhan Inler. Berami. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Doch, keine Angst, so, wieder zurückgeholt. Alter! Das ist mir so sensibel Steuerung, leider immer noch. Wird schon irgendwie gut gehen, komm schon. Ja, versuch's. Ah, gut gemacht, Lichtsteiner. Der Stefan Lichtsteiner, der ist so ein genialer Verteidiger, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich glaube, der beste Verteidiger, den die Schweiz nicht... Na, ziemlich gehabt! Was so... Alter! Oh! Valencia! Und der Ball ist drin! Da gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ey! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Ja, wir sehen hier ganz deutlich, ein bisschen Glück war natürlich dabei, dass der Ball doch noch hinter die Linie springt. Ein bisschen Glück für sie, Pech für mich. Alter, was ist denn das gewesen, ey? Das gibt's doch nicht. Oh, Mann, ey. Langsam richtig sauer. Na, jetzt fängt er mit dem Schuss auch noch ab, hey, das gibt's ja nicht. Alter. Ja, okay, ich habe schon in die Eier geschossen. Und was dafür, wenn er das Spiegeleier hat, kann man auch nichts verkaufen. Valentin Stocker. Mann, oh Mann. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja. Das ist so eine blöde Situation. Das ist echt. Mann, was ist jetzt da gerade gesehen? Im Strafraum ist nicht können. Der entscheidet Vorteil. Was soll jetzt da schon der Pferd? Komm schon. Alter, die sind einfach drauf vorbei. Ich kann machen, was ich will. Ich bringe den Ball auf nicht weg. Es ist so wahnsinnig werden. Das war unglaublich eng. Sag mal, ist Ecuador so stark? Hilfe! Okay, wenn ich dringend etwas an meiner Verteidigung mache, dann haben wir bald das 2:0 und dann langsam den Arsch offen. Der ackert und arbeitet einfach überall. Da geht er so hoffen wir richtig schön steil. Also irgendwie, ich verstehe es auch nicht. In der Mitte vorne begreife... Ja, hör mal auf, quatschen, Manni. In der Mitte und vorne bekomme ich relativ schnell den Ball, aber hier in der Verteidigung, wenn die im Sturm sind, dann habe ich keine Chance. Die vom Ball zu trennen. Valentin Stocker. Granit Xhaka. Ja. Ja, klar, ist man nur über einen eigenen Führer, dann schlecht. Ein bisschen Panik in den Augen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und jetzt ist er wirklich enttäuscht, Was ist da gewesen? wie weit dieser Ball über das Tor fliegt. Ja, wäre ich aber auch. Ich kann kurz drauf tippen. Was macht der? Er schießt 20 Meter übers Goal raus. Ja, dankeschön.
Shaqiri. Alter Schwede, du. Von mir aus machst du mal so. Was ist ein Taxi mit Pass? Also irgendwie, die Starthilfe ist noch nicht ganz warm. Kann das sein oder was? Alter Schwede, so komm schon, müssen wir irgendetwas machen. Ja toll, können wir bitte mal freilaufen ein bisschen. Hallo, Schweizer, wo sind da? Und dann zurückspielen. Fabian Scher. Seferovic. Dann spreche, hör auf, quatschen, ich muss mich konzentrieren. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Diese Flanke findet keinen Abnehmer. Ja, Kunststück, wo ich nie überhaupt gelandet habe, wo sind meine Spieler gesehen, sind ja alle im Pfosten vorne geklebt. Gibt's ja nicht. Komm schon, ja, Berami, du machst. Also, ich habe schon gemerkt, irgendwie bei dieser Fußball-WM sind Liechtenstein und Berami sind. Was machen die jetzt für Dribbling? Sind die auszeichnenden. Was war das schon wieder gewesen? Sind die hervorragenden Spieler, die können Zweikämpfe gewinnen, da, wie Weltmeister, kein Problem. So komm schon, wow. Der kann so nicht schiessen. So muss man das machen. Ja, finde ich allerdings gar nicht. Shaqiri. So, Shaqiri, du machst das. Ja, ist nicht schlecht gewesen, aber da wird es schlecht kommen. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Kann er sich den Ball Was machen die teilweise besser? Und für Flanken? Wie spielen die überhaupt? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ja, gesehen jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel bringe mit Berami oder Liechtenstein, sobald wir mal in den Angriff übergehen, Zweikampfgang, kein Problem, gewinne ich. Meistens. Und mit den anderen, pff, für den Arsch. Das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die. Nein, vom ersten wissen wir, dass er gerne ein bisschen im Sturm spielt und so, ist nicht neu. Schusshüfte dann noch ein Goal. Granit Xhaka. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, da kommt drauf an, wenn jetzt. Ey, das ist ein Foul gewesen. Ja, gut, eigentlich nicht, nein. Entschuldigung, wir sind ein bisschen zu früh gewesen. Berami. Gökhan Inler. So, schon jetzt? Oh, wieso braucht es langsam annehmen? Alter! Ganz toll. Ja. Entweder stimmt Höchen oder stimmt richtig nicht, aber irgendetwas stimmt immer nicht. Das ist. Also. Ja, mich als bekannte alte Problem, das die Schweizer Nationalmannschaft auch schon immer hatte, der Abschluss. Wir kommen einfach nie zum Abschluss. Hey, bitte was? Ja. Und die Situation so, ist dankeschön. Ja, Shaqiri, ich weiß nicht, was du genau machst. So, dankeschön. Ich muss irgendwie Flanke gehen, ich weiß natürlich auch, wie soll ich. Alter, wenn die Flanke laufen nicht mit. In die Flanke, wo sind da? Valentin Stocker. Naja, okay. Ja, und die Flanke abgefangen. Und Eckball. Immerhin Eckball. Okay, wir sehen schon, ich bin ein bisschen, sprich die Schweizer Nationalmannschaft ist jetzt ein bisschen am Führen, am Drücken, aber das bringt natürlich gar nicht, wenn ich auf den Goalie schieße. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Achtung! Erneut hält er. Nein! Das Goal ist offen gewesen, das Goal wäre offen gewesen, das geht's einfach nicht. Das Goal wäre offen gewesen. Oh, das tut weh, das tut weh. Oh weh, oh je. So, er spielt zurück, spielt. Diego, komm, spielt mal aus, dankeschön. Ich kann sagen, Diego, Leo, was machst du hinten? Nee, er macht den Job. Er macht den Job gut, das ist kein Problem. Dann ist den Job jetzt nicht so gut. Ach, bin ich mit den Abschlüssen. Und dann ist Ecuador nicht mehr so im Druck. Wir sehen es, sie sind zwar alles Goal gemacht, aber sonst ist nicht mehr gerade viel los mit denen im Sturm. Das war abseits. Ja, ist gut. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Abseits ist immer so eine Sache. Im Prinzip ist es natürlich schon recht, aber manchmal fragst du. Alter, das ist natürlich kein Abseits oder was? Jetzt schießt er und am Tor vorbei. Wieso ist jetzt da kein Abseits gewesen? Ist jetzt der. Ich weiß auch nicht genau. Ich meine, hier hinten keine Augen. Ich sehe es nicht, wenn er loslauft, wenn der andere schießt. Das sehe ich ja nicht. Ich sehe ja nur den, wenn der Ball bereits. Na gut, ich kann es vielleicht unten sehen auf der Minimap, aber wie gesagt, ich kann nicht immer hin und her schauen. Das geht doch nicht. Mensch, Alter, es ist langsam Halbzeit. Okay, ich bin nachher auf meiner Favoritenseite. Sprich, ich spiele nachher von rechts nach links und das ist ja eher das, was ich gerne mache am Fußball. Von dem her kann man durchaus noch gewinnen. Das 2-1 steht immer noch drin, auch das 3-1, das theoretisch noch drin liegt, aber jetzt nicht, wenn ich da irgendeinen Quatsch spiele. So, Dankeschön. Ja, Entschuldigung, ist zu früh gekommen. Sport. Also in Sport wird anders zu früh.
Also das meine ich auch so etwas. Ich gehe in den Zweikampf, kein der andere natürlich nicht. Sag mal, ja, jetzt ist so eine Situation, ich kann einfach nichts machen da. Klasse gelöst, die Situation. Oh, Zweikampf, wo du nicht kannst gewinnen. So etwas werden noch öfters gesehen, kein Problem. Wow, verdammt, das wäre jetzt so schön gewesen. Jetzt muss er ihn reinspielen. Gang an die Flanke. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Allerdings. Oh wei, oh wei, oh wei, gang doch lieber heim. Was ist denn das gewesen, ey? Also erstens keine Power dahinter, zweitens die falsche Richtung. Spielt er der Kreisliga oder spielt er ein Nationalteam? Gottfried Stutz noch einmal, was ist das noch für ein Spiel? Ey, ganz ehrlich, ich habe vorhin noch ein bisschen, wie gesagt, ich habe vorhin noch ein bisschen geübt und so. Gegen Österreich, gegen Deutschland, gegen alles Mögliche. Gegen Deutschland habe ich noch knapp gewonnen, aber immerhin. Und gegen Ecuador, da schieße ich ab wie sonst etwas. Nicht gegen Ecuador-Fans und Ecuador selber, aber die ganz großen Teams können es auch nicht mithalten, würde ich jetzt mal behaupten. Valencia. Achso, ja, stimmt. Ja, Entschuldigung, ja, ist natürlich mein Fehler. Die Schweizer Nazi ist ja so gestrickt. Und die Schwächer spielen jetzt ja auch schwächer, oder in dem Fall sogar ganz schwach. Alter, so, dankeschön. Eine faire Aktion. Vor allem eine knappe Aktion. So, ein Angriff zur Verfügung, schätze jetzt mal. Den muss jetzt also sitzen. Wow, 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 wow. Jetzt greift er ihn an. Und ich habe nicht mehr Pass. Ich habe gerade nicht passen, wieso geht es nicht? Und ist bald schon da weg gewesen. Es ist unglaublich, ey, was da abgeht. Die Zweikämpfe immer. Granit Xhaka. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Da war ja noch gar nicht lange gespielt. Da rappelte es schon im Karton und das geht natürlich auf Selbstbewusstsein. Ja, und das gibt die Richtung für so ein Fußballspiel ganz klar vor. Du hast es angesprochen, Manni. Die einen Kopf hoch und die anderen so ein bisschen runter. Ja, Manni, Buschi, danke fürs Kommentieren. Ja, muss ich Ihnen leider so wie zustimmen. Also 10 Minuten, das Goal war unnötig, muss man ganz klar zugestehen. Da haben wir irgendwie einen Fehler gemacht. Er hätte nicht dürfen sein, aber naja, wir sind seitdem schon besser. Was ich dringend mal mache, ist da mal ein bisschen, das Team ein bisschen austauschen. Also, im Prinzip sind wir gute Menschen und so, kein Problem. Aber die vor allem glänzend sind, gut, Diego, da ist noch nicht viel zu tun, momentan, also dem her eher ein bisschen schwächer. Lichtsteiner, sackstark, muss drin bleiben. Ich habe noch nicht viel gesehen. Erst mal schauen, was wir da an Verteidigung alles haben. Nein, lass jetzt mal. Ich bringe den Banetta rein, das mache ich jetzt mal noch. Der Klose bringt den später auch noch. Der Diog würde ich noch gerne bringen. Okay, machen wir 2 Auswechsel, und zwar Seferovic. Wir haben zwar öfters im Sturm und so, öfters angespielt, aber ganz ehrlich, ey, irgendwie hat das einfach heute nicht so gut drauf. Gut, kommt der raus, Banetta, du bist eher im Mittelfeld. Birami, der ist momentan super drauf, da gerne drin lassen. Inler eigentlich auch so weit, genauso wie Shaqiri. Ich nehme mal den Xhaka raus fürs Erste. Wenn das hoffentlich so mal ein bisschen stimmen. Der Diag, Stark, Manetta, Shaqiri, Inler, Birami, Rodriguez. Ja, das stimmt eigentlich so weit. Ja, jetzt Xhaka ist eigentlich schon gut. Soll ich den echt rausnehmen? Nein, das wäre doch viel. Wir versuchen es einfach mal. Wird schon irgendwie gut gehen. Ich hoffe zumindest, wenn nicht, dann ja. Könnt ihr ruhig mir die Schuld geben und mir den Kopf stoßen, aber egal. Jetzt geht er fast an seine Auswechselgrenzen. Er bringt 2 neue auf einen Schlag, der Trainer. Tja, nur so kannst du Zeichen setzen. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Wir brauchen da frische Spieler. Und ganz ehrlich, da in Brasilien sind die Schweiz überhaupt an das Klima gewöhnt und so, im Gegensatz zu Ecuador. Ich meine, Ecuador ist auch Südamerika, war. Ja. Denke ich mal, vor allem jetzt da fürs erste Spiel. Hör auf, das, Alter! Nein, gut. Hilfe. Zug darf jetzt auf keinen Fall. Wenn ich mal noch ein bisschen austrippeln. Shaqiri, du machst das gut, du machst das super. Du bist der Mann, du bist der Bau und ein Schuss! Peace, Mann! Goal, Goal, Goal! Okay, einer geht noch rein. Einfach schön, einfach ein schöner Abschluss. Hey, wie der den Ball verwandelt hat.
Völlig unbeeindruckt von der gegnerischen Verteidigung hat er sie einfach umspielt und geschossen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Valon Behrami! 49. Minute. Tja, ist es eine gute Idee gewesen, der Wechsel, oder ist es keine gute Idee gewesen? Nein, wie gesagt, da rechts nach links liegt man mehr als links nach rechts. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie so. Auf der Außenbahn holt er Rodriguez, okay. Gökhan Inler. Barnetta. Shaqiri. Was war jetzt Saka gewesen? Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Ich habe abgespielt. Oder ich will abgepasst, damit er direkt losschießt. Was macht der? Schiessen raus. Was war das gewesen? Alter, Fatzke. Naja. Nee, falsches Ziel von der. Also, eigentlich hat er gar nicht gesehen, wenn ich passen muss. Spiel automatisch ein bisschen mit. Scrollen ist natürlich kein Offside gewesen. Natürlich nicht! Und Tor! Ja, die Steuerung kannst du irgendwie echt an die Wand knallen. Da ist er wieder, der alte Wahlspruch. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist ja, im Goal ist in der Schule nicht gesehen. Wir haben Diego überhaupt keine Vorwürfe. Das war Verteidigung gewesen, oder die Steuerung oder was auch immer. Ey, ich bin am Gegner dran geklemmt, plötzlich weg. Ich bin irgendwie einen Meter daneben. Das geht's einfach nicht. Oh, na gut, dann kann klappen. Ist natürlich auch. Was ist jetzt los? Da wird er vom Ball getrennt. Der Typ schon wieder. Ihr sollt nicht den Ball noch ein bisschen anstupsen, sollt den Ball abnehmen. Hallo. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Geht mir ähnlich. Dabei sind die Schweizer eigentlich bekannt für ihre gute Abwehr. Aber in dem Spiel oder der WM, also ganz ehrlich, es ist jetzt nicht das erste Spiel, das ich mache und auch sonst, wenn die Trainingsspiel machen, so, nicht kommentieren, sprich, dann wirklich aufs Spiel konzentrieren. Und auch dort, es ist ähnlich im Fall. Die Schweizer Abwehr, aber auch wenn es der Gegner spielt, hast du auch schon mal so versucht, gegen die Schweiz spielen. Auch dann, die Schweizer Abwehr ist einfach schwächer, als sie eigentlich sollte sein. Man spricht vor allem schwächer als der Sturm und das ist dann schon ein bisschen nicht so wie es im Real Life sollte sein. Also, ja. Hast du von anderen gehört, dass der wirklich so. War Drobe oder was? Also, ich bin sicher nicht gesehen, als Barnetta meine ich. Och, Mann, ja, nein, ist gut. Ja, was soll ich sagen, genau, hast du von anderen gehört und Kommentare gelesen, so, dass die Schweizer Nationalmannschaft da wirklich zu gering eingestuft worden ist. Das ist wirklich so. Wieso es der IE so gemacht hat, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl... Auf jeden Fall müssen wir da unbedingt aufholen, 2 Goal müssen nachher, so scheint er verloren und gegen Ecuador verlieren. Nö. Sag mal. Könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß da? Oh je, das kann er viel besser. Ey, ich komme langsam Vögel über. In der anderen Zone, in der gegnerischen Zone, 2 Kämpfe gegangen, mit der gleichen Technik, mit den gleichen Knöpfen. Kein Problem. 50% Chance an den Ball nachher. Da. 10% vielleicht maximal. Das taktische Konzept ist einfach unglaublich. Aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Stimmt natürlich auch, muss man ganz ehrlich zugeben. Okay, dann haben wir da mal ein bisschen vorbei. Behrami. Der hat schon mal geschossen. Macht er vielleicht das zweite Goal noch für die Schweiz. Ja, los geht's, bekommen wir mal noch einen Ballbesitz. Hier! Jetzt! Okay, Mitte geht vermutlich nur ein außergewöhnliches Feld. Also jetzt wird man noch die Flanke müssen versuchen. Behrami. Boah, Behrami ist jetzt mal ein bisschen schneller. Natürlich schärfer, Entschuldigung. Valentin Stocker. Uff, das ist knapp gewesen. Das ist jetzt knapp gewesen. Ganz anders an die Sache rangehen, da muss man kompakt stehen. Da sind ja riesen Lücken dahin. Das stimmt natürlich, aber eigentlich jetzt gar nichts dagegen. Oh, danke schön, das ist knapp gewesen. Fabian Scher. Oh! Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Ja, ja, was um Scher eigentlich ein guter Schuss gesehen, aber wenn er nicht ganz richtig dran ist. Ein bisschen weiter nach links und dann wäre er drin gewesen. Verdammt. Oh Mann, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe extra auf 8 Minuten, aber das ist ein Fehler gewesen, jetzt habe ich das gesehen. Fabian Scher. Geht doch! Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Und Allerdings! Jetzt wird's nochmal richtig dramatisch. Ich brauche direkt mal einen Schluck Wasser.
Ole, 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 ole. Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Einfach nur genial gemacht. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Ja, für mich ein bisschen zu eng. Also im Real Life jetzt unmöglich so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz so viel Goal wird machen. Und Ecuador auch nicht. Für da ist die Schweizer Defense natürlich viel zu gut. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da ständig im Sieg müssen nachzusäckeln. Also sprich, irgendwie schnell müssen Ausgleich zu machen. Wir brauchen da unbedingt den Siegestreffer. Barnetta. Und jetzt! Und da haben wir auch schon! Das Runde muss ins Eckige! Schon wieder schlägt es ein. Unglaublich, das ist dann wohl der klassische Doppelschlag, Manni. Herrlich gemacht, wunderbar ins Eck. Tja, Allerdings, Buschi, allerdings. Im Einsatz, der Beweis folgt hier. Nö, schon wieder vorbei. Alter Schwede, wir haben es geschafft. Wir gewinnen, wir siegen endlich seine Führung von mir aus. Aber ist egal, also wir müssen nur noch Führung verteidigen. Mit allen Mitteln. Ajovi. Du, lu, lu, lo, 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 lo. Ich bin langsam, ich siege stimmig. Das ist doch super. Also ja, die Verteidigung von Ecuador ist irgendwie seit der zweiten Hälfte um einiges schwächer. Wir haben bereits 3 Goal geschossen in der zweiten Halbzeit. Das heisst, in etwa 4 Minuten oder so. Also von dem her schon ganz geil, keine Frage, aber trotzdem. Wenn ist der Sturm auf Ecuador so stark, aber die Verteidigung so schwach? Jawohl, abgefangen. Gemäß dem, weil wir so eine Zeitung gelesen haben, müsste es eher unterschiedlich sein. Also ja, ich versuche noch das 4-2. Ich wäre natürlich um einiges höher, wenn da ein bisschen mehr führen. Oh, wenn er an dem vorbeigekommen wäre, hey, da wäre nochmal ein Goal gewesen. Warte mal. Ey, das gibt's nicht, das ist Offside. Bin alle holen. Oh, Alter. Mein Herz. Mein Herz. Was für ein Schmerz. Puh. Ich muss erst mal ein bisschen durchschnaufen. Ja, viel Zeit bin ich nicht mehr zum Schnaufen. Also wir können jetzt die ganze Verteidigung spielen, aber so eine bin ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich es nur die ganze Zeit auf Zeit machen und so, nee, es wäre ein bisschen fehl und dann hätte ich den Sieger nicht verdient, ganz ehrlich. So, funktioniert das schon besser. Alter, so. Ausgespielt. Valentin Stocker. Sehr schön, sehr schön. Er ist einfach zu früh gestartet. Ja, aber wieso pfeift er erst jetzt? Ey, da ist bereits Zweitballkontakt. Da, das erste Mal und dann gerade weiter und da pfeift er erst. Also manchmal der Linienrichter. Eine Katastrophe, ganz ehrlich. Valencia. Ja klar, nimmt ihn gar nicht mal ab. Was macht er da? Mein Herz. Also ja, ich denke, im Real Life könnte es durchaus auch so 1-0-Sieg geben, maximal 2, also wirklich 3-2 wird, bezweifle aber sehr stark. Weil, also meinte mal, dass überhaupt Ecuador gegen die Schweiz viel Treffer kann landen. Allgemein, Mannschaft gegen die Schweiz viel Treffer landet. Ich sage, wir haben eine ziemlich starke Defensive. Und auch vom Sturm her, dass man so viel Goal würde schiessen. Also das natürlich gönnen und so, und wünschen wäre natürlich super, aber ich bezweifle es doch ein bisschen. Ja, nee, das ist schon gut. Schivo auf Ecuador. Das ist schon ein Wechsel. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Castillo. So, komm schon, kein Fehler. So, jetzt, Dankeschön. Gut gemacht, Liechtensteiner. Gut gemacht. Nein, was macht ihr da? Was macht ihr da? Schwache Flanke, zu leicht auszurechnen. Weg da, weg mit dem Ball. Ich habe das Teil nicht mehr gesehen. 5 Minuten noch. Wir müssen noch 5 Minuten durchhalten. Also natürlich 5 Minuten im Ingame. Da Real Life und sowas. So, gut. Money! Der Ball kommt gut. Antonio Valencia. Ich kann. Gut gemacht vom Verteidiger. Unter Druck hat er den Ball ins Seitenaus gespielt. Ja, wird ja hoffen. Okay, im Führungstreffer glaube ich jetzt nicht mehr so dran. Und der Angriff wurde gestoppt. Mann, da gibt's nicht.
Das ist also etwas, hey, mal angenommen, ich würde wirklich mal mit dem Ball durchziehen, oder? Sprich, Passannahme würde den Verteidiger durchziehen. Ey, ich kann kennen, wie ich will. Der Verteidiger ist immer schneller als ich. Das ist ja wirklich so. Also die Situationen da auf Profi-Level, wo du einfach kannst sagen, ich habe gut gepasst und so, ich könnte da durchsäckeln. Nö, gibt's nicht. Der Gegner ist immer schneller als du. Was macht der da für... Was macht der wieder für Kunststückchen? Alter, kein Bock drauf. Was? Shaqiri, was machst du da? Ich weiss, du bist nicht Defense, aber werde trotzdem vorne ein bisschen etwas machen. Dankeschön. So, weg damit, Share. Was ist denn da für ein Pipifax-Schuss gewesen? De Jesus. Rodriguez, mach etwas. Aber nicht da. Wer ist das gerade? Nein! Ja, hat er keinen Bock auf den Ausgleich. So sah es jedenfalls aus. Halt die Fresse! Alter, kotzvoll das Rohr, Brust. 90 Minuten, wenn es bald geschafft, ein bisschen Nachspielzeit. Wie viel ist mir jetzt gerade egal, müssen wir noch ein bisschen durchheben. Da können wir, glaube ich, mit wir haben es geschafft. Von einem richtig gelungenen Turnierstart sprechen. Absolut, erster Sieg im ersten Spiel. Was willst du mehr? Was ich mehr will, bessere Verteidigung, bessere Steuerung, bessere Torauswertung. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ja, mein Name ist Michael oder auch Michael Essent, kann ich wieder Hochdeutsch reden, das Spiel ist vorbei. Alter Schwede, Leute, was war denn das für ein Match? Also kann ich halt behaupten, dass Fußball langweilig ist, vor allem nicht, wenn es gut ist. Es war nur etwa 8 Minuten, so eine Halbzeitlänge her, aber trotzdem, eine Party da 32 Minuten lang, ist unglaublich, ey. Ach du meine Fresse. War aber ein spannendes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir haben trotz allem noch gewonnen. Ja, wir haben das Ganze auch ein bisschen analysieren und so. Was ist das für eine scheiß Grafik, die gerade auf den Rängen. Man sieht schon, bei den Spielen und so, aus nahen Sicht, Grafik, Konturen, wenn man sagen, ja, geht, akzeptabel noch, aber Fernansicht, Zuschauerränge, katastrophal. Meine, wie auch immer. Wir haben ganz gut gespielt, erste Halbzeit natürlich von wegen Torauswertung alles andere als supi, so eine Katastrophe schlechthin. Das war auch unnötig, aber was soll's, das hier war zum Glück vorbei. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel zwischen Brasilien und Kroatien gestern, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war etwa ein ähnliches Fiasko. Also ein Fiasko, war einfach ähnlich spannend und ähnlich teilweise unfair, teilweise Pechsträhne, teilweise Glück. Wie auch immer, unser Sturm, vor allem wie gesagt von rechts nach links, der kann sich sehen lassen. Also Torauswertung kannst du hier nicht irgendwie groß meckern. Ganz ehrlich, nach Minuten 3 Tore schießen auf Profiniveau, das ist schon super, das kann durchaus gewürdigt werden. Wie gesagt, wenn ich da noch ein bisschen weiter trainiere und weiter gut werde, dann können wir vielleicht im Finale sogar auf Weltklasse spielen. Eventuell, aber ich kann noch nichts versprechen und so. Und erstmal gucken, wie es denn hier weitergeht. Das nächste Spiel der Schweiz gegen Frankreich sein. Das wird dann sowieso super werden. Wird eine richtige Katastrophe werden. Also da hoffe ich zumindest auf einen Unentschieden, weil dass ich da gewinne, ist relativ unwahrscheinlich. Das kann ich auch ganz ehrlich zugeben. Natürlich tendiere ich trotzdem auf Sieg, werde alles dafür geben. Und, aber trotzdem, der nächste Part wird dann wieder auf Hochdeutsch sein, komplett, weil es spielt dann Deutschland gegen wen überhaupt? Ich muss gerade mal ganz kurz nachgucken von meiner Spieleliste. Es spielt Deutschland gegen Portugal. Ach du Scheibenkleister, ja, das könnte eng werden. Ich rechne dort auch mit einem 2:1 Sieg, also sowohl Portugal als auch Deutschland eine gute Defensive. Ein guter Torhüter vor allem und angesichts sind zwar auch beide ganz gut, sie lassen einen sehr guten Ball laufen. Ach, könnte eng werden, könnte echt eng werden. Also kein 0:0, 1:0 für Deutschland. Ich tendiere eher zum Sieg von Deutschland, natürlich, weil sie auch Deutschland spielen, nicht wahr? Ja, das war mal das Turnier für heute mit Schweiz gegen Ecuador mit dem Sieg für uns. 3:2. Wie gesagt, Real Life schätze ich eher so 1:0 oder 2:1 so hoch. Das spricht so viele Tore, 5 Tore. Schätze ich eher weniger, aber natürlich auch, also wenn es trotzdem so ausgehen würde, wäre ich trotzdem dafür, wa? Okay, Frankreich hat Honduras 3:0 platt gemacht. Alter Schwede. Ja, nächstes Spiel dann gegen Frankreich, wird ganz lustig werden mit der Schweiz. Das kann ja was werden. Aber egal, das war das Spiel zum 15. Juni und dann das nächste Spiel wird, wie gesagt, Training. Nö, kein Bock drauf. Was? Ne, hat er gesagt, kein Training. Spielsimulierung mach jetzt mal, R3. An Spieltag simulieren, ja, von mir aus. Ja, Training kannst du ruhig simulieren, kein Problem. So, am 16. Juni also spielt Deutschland gegen Portugal und diese Spiel, Freunde, darf sich niemand entgehen lassen. Sowohl natürlich im Real Life als auch hier im Let's Play. Bis dahin, ciao zusammen.